Alla, Robin? wie viel Ring hast du gerade un? Also wenn man den an meiner Vagina mitzählen, dann 2. Und du? Ich schon noch 2 un, aber just eine Menge Fanger. Boring! Dat hei aus Maybe Sex. All zweetwoch schwätze mir iwwer in anert Thema. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch freut es mittags um 3 auf Radio Ara oder zu all Dares an Nutzeit auf www.sexpodcast.lu. Ma hallo an herzlich willkommen an der Episode 187 von Maybe Sex. Ich sitze heute heim am Alla. Hallo Alla. Moin Robin! Alla, wie könnte dann, dass du einen Ring an deiner Vagina hast? Ich habe mich, wo es darum gegangen ist, für eine Verhütungsmethode auszuwählen, habe ich mich für den Nuva-Ring entschieden. Das ist so eine Art Plastikring, also das ist nicht aus Plastik, aber ich habe der Chemie nicht gut genug aufgepasst, für zu erklären, worauf es genau ist. Mir fühlt sich ein bisschen gummiartig an. Und genau, den ist so flexibel und transparent und ungefähr 55 mm groß am Diameter und 4 mm dick. Und genau, den chillt einfach an meiner Vagina für 3 Wochen und beschützt mich für ihre Schwangerschaft. So 55 mm Durchmesser, das wäre ja dann noch ein bisschen zu groß für eine Fanger. Die Hand gebe ich gerne gesehen. Wie funktioniert das mit dem Nuva-Ring dann? Also so ist nur 3 Wochen du bannen und du noch lässt es stehen ab oder was geschieht da? Ich meine, das wäre noch ein bisschen mehr praktisch, weil da muss ich gar nicht mehr dran denken. Aber ja, also du musst an den Vagina am besten den ersten Tag von deiner Periode, wenn du vorher noch keine hormonale Verhütung benutzt hast, dann musst du den ersten Tag von deiner Menstruation an den Vagina und dann bist du auch schon direkt beschützt. Du kannst noch vom 2. bis zum 5. Tag von deiner Periode dran machen, aber da musst du aber auch nach 7 Tagen eine andere Art von Verhütung benutzen, weil da bist du nämlich nicht direkt beschützt, also dann reicht nur 7 Tage als die Vollwirkung da. Okay, das heißt, so wie ich das verstehe, ist das dann an dem Kunststoffring, du sind dann Hormone dran, hol ich mal an. Genau, da sind 11,7 Milligramm Ethinogestrel dran und 2,7 Milligramm Ethinylestradiol dran und die gehen dann löserlos freigehen an der Körper, genau. Das heißt, das Funktionament ist dann ähnlich wie bei den Antibabypillen, die über Estradiol funktionieren. Holen ich mal an. Das heißt, die Hormone aus dem Nuva-Ring gaukeln dem Körper am Anfang 4, dass du eine Schwangerschaft hast und dafür kannst du dann nicht mehr schwanger gehen. Und dann nur 3 Wochen, wenn du den Rangrem raushältst, holst du dann auch eine Blutung, holen ich mal an. Genau, das nennt eine Withdrawal Bleed. Also vielleicht so doch einfach dazu meine Regel oder meine Periode. Mir das ist aber am Anfang ein bisschen etwas anderes wie eine richtige Menstruation. Und genau das wie bei der Pille, eine Withdrawal-Blutung, die dann da abkommt. Ja, am Anfang eine kleine artifizielle Aufbruchsblutung, weil der Körper meint dann hat Schwangerschaft verloren. Die Schwangerschaft, die nie bestanden hat. Mir botzt dann alles aus. Bei der Pille ist es ja so, dass du die auch kannst am Anfang durchholen, also auch nicht zu viel du willst ranzugehen. Mir am Anfang sind Zuckerpille von der Pille für die Blutung zu haben, jo angefordert gehen, ob Druck von der katholischen Kirche steht, bis sie weird von tut, dass Frauen da gar nicht mehr verbluten. Also du kannst natürlich die pur schlagen, die Zuckerpillen holen für eine Blutung zu haben, kann den Pille aber auch einfach ganz durchholen, für gar keine Blutung mehr zu haben. Wie ist das beim Nuva-Ring? Kannst du den noch 4 Wochen dran holen oder kannst du den nur 3 Wochen einfach direkt drum wechseln? Ja, also das rekommandiert. Da sind, wenn ihr will, seine Periode übersprungen, dann kann ihr nur 3 Wochen direkt einen neuen dran machen, ohne eben die Woche auszusetzen. Wenn ihr einen einfach vergisst und 4 Wochen dran hört, dann ist ihr auch noch 4 Wochen beschützt. Also da geschieht nichts. Aber ja, wenn ihr nicht ganz richtig machen will, so wie auf der Website steht, dann nur 3 Wochen in Erneuerung direkt dran machen. Mega interessant. Und bon, ich weiß nicht, inwiefern dass du den Expert schulde ich mal dass du noch nicht schwanger gibst mit dem Nuva-Ring. Nee, zum Glück nicht.
Wie sicher aus den Nuvaring? Ja, du hängt davon auf, wie genau in sich und Regeln halt. Ich meine, wenn alles richtig aufläuft, dann also bei ähnlichen Werten wie bei der Pöll, also die 90% Aufsicherung. Wenn aber so kleine Fehler passieren, wie eben, dass du vielleicht den Rang der falschen Dach wechselst oder vergisst oder so Sachen, da geht die Effektivität immer mehr rauf. Der Tisch am Anfang, also rekommandiert, dass wenn ein Fehler passiert, dass du dann ob man 7 Dich auch ein anderes Verhütungsmittel, zum Beispiel ein Kondom benutzt, dabei noch, für das Ganze schon nicht passieren kann. Ja, das möchte ich sein. Ja, das ist auch ziemlich streng. Also du warst mal am Anfang nicht so ganz drüber bewusst. Also du musst immer den Rang rausholen selben Tag und zur selben Zeit, wie es dann auch im Drum ist. Das ist zum Beispiel, wenn du zum Schluss von 3 Wochen, wo du den Rang dran hast, wenn du dann Freitags um 4 raushältst, da sollst du den neuen Rang auch die Woche drauf Freitags um 4 dran machen. Das ist relativ streng, wie das aufläuft, wenn du willst perfekt beschützt sind. Oh wow, okay. Das klingt nach weil, wie wenn du relativ regelmäßig ganz viele Reminders an deinem Kalender hast, für das nicht zu vergessen. Ja, ganz genau. Und ich vergesse nicht trotzdem die ganzen Zeiten, der Tisch. Ja, für sicher zu sehen, habe ich ganz oft, aber auch nach Kondome. Ja, weil das einfach, ich fand das kompliziert, mich immer daran zu erinnern. Und das auch blöd, weil einerseits also cool, dass du 3 Wochen gar nicht drüber nachdenken musst, aber andererseits also dann auch mehr einfach zu vergessen, fand ich, wie wenn du bei der Pöll zum Beispiel all Tag um dieselbe Zeit den Pöll holen musst. Du könnt da mehr Raum ab für einfach nicht dran zu denken. Natürlich, das mal schon oft geschieht, dass ich zum Beispiel bei meinem Partner schlafen gegangen bin und vergesse einen Rang mitzubringen und dass man dann oben heimfahren müsste, für Rang sichern zu gehen oder dass ich dann eben einen Fehler gemacht habe und mich eben aufpassen da drunter. Und das ist dann immer nervig. Also wenn ihn vergesslich ist, dann ist den Rang nicht so richtig abs für dich. Aber ja, ich bin leider auch ziemlich vergesslich. Der Tisch relativ oft passieren mir Fehler und dafür holen ich auch am Anfang Ball immer nach Kondom, also Ball irgendwas ein bisschen schief gelaufen ist. Ja, better safe than sorry. Genau. Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade für Leute, die relativ unregelmäßig leben haben, also gerade wenn zum Beispiel Leute viel am Schichtdienst schaffen oder aus anderen Umständen nicht ganz viel Regelmäßigkeit an ihre Wochen und an ihren Tisch haben, dass es dann noch schwer sind, für sicherzustellen, dass ihnen das dann eine Woche drauf genau zur selben Zeit rumwechselt. Wie hast du das modelliert? Ja, ganz genau, das ist ziemlich kompliziert, meinst du. Bei mir kommen auch ein paar Faktoren dabei, die das besonders kompliziert gemacht haben, dass ich nämlich teilweise bei mir wohne, teilweise bei meinem Partner viel Zeit verbringen und dann auch bei meinem Pop oder wo ich noch auf der Uni war ich dann noch an verschiedene Länder über Landesgrenzen, hat das Ganze stark gezogen, der Tisch für dann immer den Überblick zu haben, wo mein Ring sind und wenn ich so wo muss es sein, für das kann man Zeiten ersetzen, das ist ein bisschen kompliziert. Also das schon mehr einfach, wenn in eine ganz klare Routine hat. Und ich meine, da kommen halt viel Irrtümer bei mir ab, weil du nicht leben aber noch ganz flexibel ist und mal sind du, mal geht spontan ein bisschen verkannst, weil der Kur ausgefallen ist. So Sachen hat ganz noch ein bisschen kompliziert gemacht. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ein bisschen ein außergewöhnlich froh, aber wie lange halten sich die Nuva-Ringer, beziehungsweise wie gut können die stockieren? Ich frohen, weil ich schon alltag Medikamente und ich schon immer so ein Backup, immer so, ja, ein paar Pillen zu viel bei mir, die einfach in meinem Rucksack an einer kleinen Dose leihen, für dass ich einfach immer Medikamente dabei habe. Meine Medikamente sind noch nicht kritisch, weil sie müssen gelagert gehen und die halten sich noch, weil ich meine, ein halbes Jahr. Wie ist das beim Nuvaring? Wäre das eine Option? Ja, du hast auch noch etwas, was das ganz bisschen mehr kompliziert macht, nach einkehr. Nämlich gerade ich gesagt, am Anfang an der Apotheke, immer wenn ich meinen Ring sicher gehe, da sagen sie mir, dass der Rang muss am Frigo bleiben. Und eben nicht kann länger aus dem Frigo raus sein, also just der Weh man, da muss den Träger in den Frigo, weil sonst die Wirksamkeit null ist. Du hast aber auf der Website an auch auf dem riesig großen Probier, den du an der Küste machen könnt, mit all den Nebenwirkungen drauf, schon die gelesen für euch. Und du stung aber drauf, dass eine bei Raumtemperatur kann stockieren. Also, dass ein Eierten verkauft wird oder ausgedealt wird, muss am Frigo bleiben, und no, also da war egal. Ich bin aber noch ein bisschen paranoid, weil mir direkt
am Anfang gesagt gouf, dass am Frigo muss immer bleiben an dafür weiß ich nicht, ob ich mich logisch wohlfühlen, den einfach immer so an der Tasche zu holen oder so. Aber am Anfang wäre das okay. Am Anfang kennst du deinen Rang, egal wo leiden hun und dann voilà, eben den Partner in daheim, in wo auch immer. Du musst da just aufpassen, dass sie nicht mehr wie fair meint sich halen. Das heißt, wenn mehr wie fair meint alles, dann ist es nicht mehr so effektiv. Ja, dann ist es natürlich auch ein Unterschied, ob der Rang dann aber einen Monat lang bei Raumtemperatur leidet oder 4 Monate lang am Rucksack durch sämtlich wieselnd Wiederkonditionen mit geschläft wird, holen ich mal un. Ja, und das hat auch Riesen ziemlich kompliziert gemacht, weil du kannst ihn dann nicht die ganze Zeit am Frigo eben halen oder auch wenn ich von der Uni heim oder heim auf die Uni gegangen bin, wenn ich mich von Lützeburg meinen Ring mit an Holland holen, das war auch dann Anxiety. Du hattest dann an einer Killtasche mit, was ja, am Anfang misste ich ja nicht mehr, ich bin dann aber ein bisschen paranoid, wie ich schon so Tischte, das war auch dann immer eine ganze Operation, die muss geplant gehen. Genau, ja, nur war Ringers nicht, was einfach so ramme, sondern musste nämlich drüber nur denken. Und schon am Anfang gedacht, das wäre mir einfach, weil eben 3 Wochen musste ich nicht dran denken, mehr. Das ist aber kompliziert und verlangt viel Planen. Ja, das klingt dann noch. Du hast du viel über Aspekte vom Nuvaring geschwart, die sich in der Realität ein bisschen mich schwierig rausgestaltet haben. Aber wie kommt dann von, dass du dich hier die Verhütungsmethode dezidiert hast? Also ich muss auch sagen, du bist die erste und einzige Person, von der ich weiß, dass du den Nuvaring benutzt, schon die Verhütungsmethode natürlich kann, um recherchieren, und weil drüber geschwart geht, dann ich weiß einfach, dass es eine Verhütungsmethode ist, die existiert. Aber ja, ich habe aber noch nicht wirklich Leute kennengelernt, die benutzt haben. Da das einfach kommen, weil ich bei den Gynäkologen gekommen bin und ich habe am Anfang direkt nur der Kopfspirale gefroht, weil das Ganze mit den Hormonen mal auch nicht so sympathisch war. Und mein Gynäko so aber direkt, nee, Spiralen, das machen wir echt nicht bei jungen Leuten, die noch nicht schwanger waren. Und da habe ich mich dann überzeugt gelassen und dann den Nuvaring 4 geschlagen, direkt als echt Sache. Und es sagt mir auch, dass die Hormone echt lokal bleiben, also just an der Area von dem Uterus eben oder von der Vagina, wo dran ist, und dass das dann ein Manner-Effekt wird, wie wenn die Hormone durch den ganzen Körper so kursieren. Und ja, da habe ich dann gesagt, ich gehe probieren und das wäre dann okay. Obwohl ich natürlich meine, wenn ich eine Spiral wollte, dass jemand, der auch absolut hat, sollte gehen. Mich schon dann zugestimmt, dass ich probiere gif und ich bin noch ganz zufrieden damit, dafür sind ich dann auch dabei geblieben. Das tut mir leid zu hören, dass dein Doktor da so, blöd rangeschwart hat, weil das eine relativ überholte Rekommendation, dass Spirale nicht mehr für Menschen mit Uterus gemacht sind, die noch nicht schwanger waren. Das war mal ein so, aber mittlerweile sind die Spirale noch mehr lang, wie sie das mal waren, beziehungsweise kriegst du sie auf verschiedene Größen, dem nur wie groß dein Uterus ist, sie können das müssen. Und das tut mir mega leid, dass du so rangeschwart wird, weil das sollten Doktor nicht machen. Und außerdem, und das fand ich sowieso immer blöd, Doktor behaupten immer so schön, dass alles, was nicht Pille ist, wie so auch die Hormonalspiralen oder der Nuvaring, just den Effekt auf den Uterus hat. Und das ist aber von gar nicht wahr, weil die Hormone gehen noch an Blut, vielleicht nicht so viel wie bei der Pille, aber das ist auch nicht wahr, dass die wirklich just auf den Uterus wirken. Ja. Also ich meine, wenn ich eine mega starke Meinung darüber gemacht habe, dann hat ich ihm auch gesagt, ne, ich habe keine Spirale und du musst mal dir lo. Weil ich das Gespräch auch echt so als Konsultation gesehen habe und wahrscheinlich nicht genug gelesen hat am Anfang oder nicht so viel gelesen hat, wie ich hat sollten, also nicht so informiert durchgegangen sind, wie ich hat könnten, und ich mich dann noch überzeugt gelassen. Ich meine, wenn ich das Lonanka gif machen, wenn ich Lonanka gif reevaluieren, dann komme ich auf alle Fall auch mehr als mit ganz viel Fakten und dann, genau, so ein Schimmel, was Sache ist. Aber ja, stimmt das so, Doktoren sollten da nicht die rausschwatzen und sie sollen ständig Entscheidungen machen lassen, solange es informierte Entscheidungen sind. Yep, die Doktoren, jetzt wollte schon ganz viele Doktoren mit mir streiten, weil ich Koffer-IUDs benutze und darauf insistieren und ich schon noch ganz viel streiten für mein Kofferball können dann noch Kuss replacéiert zu kriegen. Das könnt ihr übrigens an der Episode über den Kofferball noch lauschen. Die nennt sich See You or Bye Bye. Verhüten am Kofferball. Mehr für zurück bei Thema zu kommen. Alla, du sagst, dass du dich schwer gemacht hast für den Nuvaring.
dein Doktor hat da viel zu viel raggespart. Ich bin noch übrigens nicht der Meinung, dass Leute sich müssten ultra armieren mit Informationen für mit ihren Doktoren zu streiten, mit das Doktoren von ihnen Informationen sollte gehen. Mit das ist ein anderes Thema. Hard agree. Ja, das Thema sprengt das Episode. Vielleicht kann man da ein etwas Ähnliches dazu machen. Wie bei dem Fall, du hast dich für den Nuvaring dezidiert. Falls du deine Meinung gibst anderen, müsst du den aufsetzen, wie bei der Pöll, oder kannst du einfach abhalten, für den zu benutzen und dann später drauf ein Kofferspiral ersetzen lassen, oder wie gibt das klappen? Ja, also persönliche Erfahrung wünschte man da noch nicht, aber das rekommandiert, für ihn einfach nur den 3 Wochen, wo du ihn dran hast, wie immer rauszuholen und dann nur der engwöchiger Pause einfach keinen neuen dran zu machen und dann hast du ihn aufgesagt. Es kann ihnen auch nur 2 Wochen schon aufsetzen, mit das aber just, wenn eine 4 drunter ununterbrochen benutzt hat. Genau, und dann wird ihnen aufgesagt. Es kann dann aber leider auch zu Nebenwirkungen kommen, sowie unregelmäßig oder schmerzhaft Blutungen oder auch, dass ein hormonal Akne kriegt oder Stimmungsschwankungen. Das sind ähnliche Effekte wie bei den meisten hormonalen Verhütungsmitteln, mit das zum Beispiel Mannerrisiko beim Nuvaring wie bei der Pöll, weil die Dosis von den Hormonen niedriger ist wie bei der Pöll. Ja, und du hast da ganz klar der Vorteil von, es wirkt aber mehr lokal auf den Uterus und der stark wie laut Pöll, die ein Oral anhält, hol ich mal un. Ja, und Dosis ist das einfach auch mehr klang, weil es eben kontinuierlich die ganzen Zeiten ganz Klangdosen released gehen und nicht wie bei der Pöll, wo sie dann alle 24 Stunden so ein Boost und Hormone zu der Hals. Ja, das möchte ich sein. Mir habe über Durchsätze geschwart und schenkt okay so einen großen Deal zu sehen. An alle, du hast ja ganz viel über Notdealer vom Nuvaring geschwart. Wie könnte dann, dass du da aber all 4 Wochen einen neuen Rang ersetzt, an den nicht aufgesagt hast? Für was benutzt du die weiter? Das ist hauptsächlich, weil ich gar keine Nebenwirkungen bemerkt habe. Also es geht ein ganz lang löscht mit ganz schrecklichen möglichen Nebenwirkungen, aber bei mir ist wirklich gar nichts geschieht, also nichts, was ich bemerkt habe. Und das ist auch so geblieben von Anfang bis lo. Also ich benutze lo, ich meine, die 4 Jahre und das ist wirklich alles super gelaufen. Nie irgendetwas Bemerkbares geschieht. Und ich meine, das tut immer dazu dienen, dass eben ein kleine kontinuierliche Dosis ist, dass man da der Spurt blieben ist. Und meine Regeln, ich hatte zwar nie ganz schlimm Probleme mit meiner Regel, ich hatte just öfters Bauchkrampf, wie die meisten, aber auch kein so ganz schlimm, wo ich da gar nicht mehr machen konnte zum Beispiel. Mit meinem Nuvaring ist die Regel mir kurz und hat auch weil nie Bauchkrampf mit sich spricht bei mir. Und genau, also einfach für mich angenehm, wie für drin. Das freut mich ja, das ist ja eine gute Entwicklung. Alla, ich bin aber auch nur 40. Und das ist eine Frau, die ich mir schon immer gestaltet beim Nuvaring. Also das ist ja der kleinen, flexiblen Rang, den sich vaginal auffeiert. Spielt den du nur noch? Nee, ich spüre ihn gar nicht. Und wenn ich spüre, da weiß ich, dass er nämlich optimal setzt. Also den möchte sich einfach so Dave dran, wie es gemütlich ist. Und dann sollte ihn am Anfang nicht mehr spüren. Das mit dem Aufhören ist für verschiedene Leute vielleicht kompliziert. Und da muss ich da ein bisschen ausprobieren, was die beste Position dafür ist. Viele Leute fallen am einfachsten am Laien oder auch am Stuhlen mit einem Bein so an einer erhöhten Position für so besseren Achse zu kriegen. Aber wie das ist, für drunter schon viel Erfahrung mit dem Menstruationscup hat, wo sich am Schwung schon so, wen das möchte und wie das geht, dafür wünschst du nie größere Schwierigkeiten damit gehabt. Es ging aber auch an all Köcht, wenn du den Nuvarings kriegst, da sind dann auch so Applikatoren dran, so ähnlich wie beim Tampon kann Applikatoren dabei kriegen, für dass sie mir einfach auch gesagt kann, gehen, das kriegt dann auch beim Nuvaring. Aber ich benutze die persönlich nicht, weil mir das nicht schwer fällt. Das ist aber gut zu wissen. Gerade für Leute, die vielleicht nicht so gewinnt sind, für an ihrer Vagina rumzustochern, für du etwas, ob es ein Nuvaring oder ein Menstruationscup ist, du etwas richtig anzusetzen, kann das vielleicht beruhigend sein, dass du etwas machen könnt, was das vielleicht ein bisschen mehr einfach möchte. Ja, 100%. Ich meine, wirklich, der Menstruationscup, den möchte die Hemmschwelle ziemlich niedrig, weil du wurdet bei mir, ob man es am Anfang ziemlich viele Stocherin gebraucht, wie sind das so schön so. Ja, bei mir definitiv auch. Also das hat mir schon eine Zeit lang gedauert, bis ich da den 3 raus hat.
Schule noch so ein vierwilsig geht's froh vom vielen hat den Partnerperson da jemals gesagt, dass du ab es fehlt. Ja, ich meine, das für viele Leute so, das geht doch direkt auf der Website angeschaut. Also normalerweise dürfte kein Problem sein. Meine Partnerperson hat aber auch schon ein paar Mal gesagt, weil ich spüre nicht, dass bis sie unangenehm können wir rausholen. Das möchte natürlich dann jeder wie es will. Mit kann ihn aber der Rang bis zu 3 Stunden rausholen, ohne dass es geschieht und ohne dass die Wirkung raufgeht. Das ist am Anfang kein Problem. Also ich gebe so 70% von der Zeit, ob man bleibt einfach dran und bleibt unbemerkt und alles an der Reihe. Das ist auch mega cool zu wissen, dass in die kann 4-3 Stunden rausholen, falls es da wirklich, wenn es anatomischen oder was auch immer Grün ein Kehr steuert, dass ihn dann aber auch kann, ja, ohne den Nuvaring Sex hören und ohne dass das irgendwie, ja, steuert. Ja, also ich meine, das kann ich nicht unbegrenzt oft machen. Ich meine am besten also just 3 Stunden pro 24 Stunden rauszuholen und du nur dann einfach mit wodelischem Wasser aufspulen, auch im dran machen und dann ist alles gut. Mega cool. Wenn du aber 4 könnt, dass ihr nicht hier kriegt, nur 3 Stunden im dran zu machen, weil ihr zum Beispiel verloren hat oder so, dann, wenn ihr nicht 4 und 3 Stunden macht gemerkt, da kann ihr auch direkt einfach einen neuen dran machen und dann den Zyklus wie viel drin normal weitermachen, also dann einfach da weitermachen, wo ihn abgehalten hat, muss ihn dann nicht die 3 Wochen auf 4 auffangen. Aber wenn ihr mehr wie 3 Stunden raus war, da könnte trotzdem auf einen Moment von dem 4-wöchigen Zyklus das geschieht ist. Also wenn dann Woche 1 oder Woche 2 war, dann kann ihn der Rang trotzdem einfach im Drama, wenn ihn rümpft oder eben neue, so bald wie möglich, aber dann sind Männer geschützt. Und dafür soll den dann 7 Tage lang auch eine andere Form von Verhütung verwenden, zum Beispiel der Kondom. Wenn es aber auch Woche 3 geschieht ist, da kann ihn auch direkt einen neuen Rang dran machen. Dann hat ihn den Zyklus ein bisschen auf den Kopf gehalten und dann ist der neue Rang, den ihn dann dran mischt, der fängt dann einen neuen Zyklus an. Dann ist es Tag 1 von denen 4 Wochen. Das heißt, da muss ich noch all seine Kalender-Reminders ein paar anderen für darum an der richtigen Frequenz zu sehen. Genau, das ist das Nervigste und das auch immer bei denen Fehler beim Nuvaring, dass am Anfang nie etwas Schlimmes was geschieht, muss ich dann eben just kompensieren mit anderen Verhütungsmitteln, ich benutze immer Kondome für 7 Tage, dann muss ich sich immer einen neuen Zyklus zu gewinnen und da ist eben das, was nervig ist. Mehr etwas Schlimmes geschieht aber nicht. Alla, da sehe ich schon viele Informationen über den Nuvaring, den Verhütungsmethode. Was sind dann noch wichtige Sachen, die ihr eventuell müsst wissen, weil gerade ob da sicher ist ein neues Verhütungsmittel und ja, gerne wissen wollt, was der Nuvaring so mit sich bringt? Das ist eine wichtige Sache, die ich noch will so, weil ich auch gestern gelesen habe an der Packungsbeilage. Der Rang gouf nicht auf Sicherheit und Effektivität getestet bei Leuten unter 18 Jahren. Das heißt, wenn ihr noch kein 18 Jahre habt, dann ist das definitiv etwas, was ihr müsst konsiderieren. Aber du kannst bestimmt Gynäkologin gut beraten. Es kommen dann aber auch noch seriöse Nebenwirkungen dabei. Das sind erstens Blutgerinnsel, die oft mit dem Nuvaringer Verbindung bräuchte gehen. Und da das besonders ein Risikofaktor, wenn ihr auch nach anderen Faktoren dabei hört, zum Beispiel wenn ihr filmt oder wenn ihr Übergewicht hört oder aber auch schon, wenn ihr über 35 Jahre alt ist. Und du kann dann sogar an extremem Fall ein Hirnschlag oder ein Herzinfarkt daraus resultieren. Dann kann ihr auch Toxic Shock Syndrome kriegen oder hohen Blutdruck oder sogar Leberprobleme oder allergische Reaktionen. Und das sind die ganz schlimmen Nebenwirkungen, die können auftreten. Aber es gibt aber auch andere, die mehr heftig sind an meiner Graf. Und du logischerweise, weil in das eben manuell an die Vagina rammischt, kann ich eine Irritation im Gewebe von der Vagina kriegen oder auch in der Cervix. Ich kann Kopfweh kriegen, vielleicht sogar Migräne, Stimmungsschwankungen. Das kann auch bis zu Depressionen führen, zumal wenn ihr viel drunter schon mit Depressionen zu kämpfen hat. Der Rang kann auch rausrutschen oder einfach ungemütlich sein, wenn er falsch sitzt oder seine Position ändert. Da kann es auch zu Übelkeit oder Übergehen kommen. Es kann ihr Gewicht beiholen. Es kann ihr Peng an der Brust kriegen, Peng beim Withdrawal Bleed, Bauchweh, Akne und Mannerlust auf Sex. So, das sind all die Sachen, die können geschehen. Mir als davon nichts geschieht. Und auch meine Freundin, die den Nuvaring benutzt, als das auch nicht geschieht. Mir ist das aber wichtig zu wissen, dass das kennt abkommen.
Ja, absolut. Das ist ein Teil von Informationen, die Leute sollten haben, für ein informierte Schwatze machen. Und ich meine, wenn du gewisse Viererkrankungen oder einfach Konditionen bestehen, die anders zur Sorge gehen, da kann ihn da doch bestimmt mit seinem Doktor oder seiner Doktorin mehr genau beschwatzen. Ja, und soll den auch immer, wenn den anderen Medikamente schon hält, mit der Doktorisch beschwatzen, ob das kompatibel ist, weil verschiedene Medikamente können die Wirkung beeinflussen. Ja, das macht ja viel Sinn. Allah, wenn ihr sich nur all den Nebenwirkungen, an den Konsiderationen, an all dem denkt, wow, den NuvaRing, das klingt am Anfang wie die perfekte Verhütungsmethode für mich, ich gebe das gerne benutzen, wie und wo kriegt ihr den? Also für mich war das ganz einfach. Ich war einfach bei meinem Gynäkolog, wie ich am Anfang schon so, an der Krut steht verschrieben, und da sind ich mit meiner Ordonnance an die Apotheke gegangen, und Krut dann mein Customer Team, und da war Bier geschält. Das kostet auch nichts, das überhölt das halt zu Lützeburg. An andere Länder sind ich mir da nicht so sicher. Mir halt zu Lützeburg ist das eigentlich relativ unkompliziert. Ich muss schon immer darum danken, für meine Zeit in eine neue Ordonnance umzufreuen, für dass ich nicht ein Bemol-Kerang mehr habe. Und dann das ganz nicht ein Kehr auf den Kopf gehauen und nicht ein Kehr all meine Reminder muss umstellen. Und für wie lange kriegst du den NuvaRing normalerweise? Ja, also ich kriege den NuvaRingen an Kosten von 3 Sachets, also 3 Ringe. Und wie viel da davon auf einen Kehr kriegt, muss ich manchmal mit seinem Gynäko zusammen gucken. Ich habe auch schon an der Apotheke gefragt, ob ich direkt alle Kosten mit will holen oder ob ich will nur rumkommen. Ich hole sie meistens alle mit und dann sind sie einfach im Frigo, bis ich sie brauche. Ja, das heißt, zu Lützeburg geht das da von der Krankenkasse überholt. Ich habe schon ganz sehr die Kosten nur gesicht. Normalerweise kriegt den NuvaRing an 3er-Verpackungen, weil du hast noch ein bisschen mehr billig, wenn man sie einzeln kauft. In Deutschland sind anscheinend rund 50 € für eine 3er-Packung. Das heißt so, Pi mal Daumen, 17, 18 € im Monat. Hier in Holland sind es zwischen 43 und 50 € für 3 Ringe. Das hängt halt immer ein bisschen auf von den Apotheken. Das sind dann auch ungefähr so 15 € pro Monat, die du bezahlen. Und am Frankreich und an der Belgien, wo der NuvaRing auch mehr als anovaginal kontrazeptiv bekannt ist, da kriegt ihr anscheinend die 3 Mainspackungen schon für 30 oder 40 € den Monat. Das heißt, ja, dann auch für uns NoLauschterInnen, die zwar vielleicht von Lützeburg kommen, an Lützeburg schwatzen, aber nicht unbedingt immer zu Lützeburg wohnen und sich durch hier Sachen verschreiben lassen. Also das wird auch nützlich Info. An alle Länder sind übrigens auch verschreibungspflichtig. Ja, mit das ja aber schon mal nicht leicht, die 10 € pro Monat oder sogar mehr. Ja, definitiv. Also ist sie auch persönlich ganz großer Fan davon, dass sich die Kosten mit seinen Partnerpersonen teilt. Schwangerschaftsverhütung ist vor allem wichtig, wenn es eine Kombination von Vagina und Penis gibt, wo halt eine Schwangerschaft kann bestehen. Und ja, gerade wenn den Menschen mit Penis als Partnerperson oder Partnerpersonen hat, dass sie sich dann die Kosten teilt, weil für Menschen mit Penis gibt es halt nun mal nicht wirklich viele Verhütungsmethoden außer Kondome oder eine Vasektomie. Und ich habe schon ganz viel Verständnis dafür, dass Leute vielleicht aber ziemlich hesitieren, für sich eine Vasektomie erzählen zu lassen, aufgesehen davon, dass viele Doktoren das bei jungen Menschen auch nicht machen. Das heißt, schwätzt mit euren PartnerInnen und diskutiert Kosten für Verhütung, weil das geht schiedverein etwas und nicht just die Leute, die mit einem Uterus gestraft sind. Ja, ich fand das auch eine ganz gute Idee, sich die Verantwortung zu teilen und nur denken drüber zu teilen, weil ich schon zwar viel drüber geschwatzt, dass irgendwas zu vergessen und dass das zu kompliziert geht. Mir am Anfang also doch unfair, dass ich das auch lang managen muss. An 2 Cup geben du bestimmt besser den Überblick halten. Also mein Partner fried mich scheinst du, wählt dann aus, und ob ich meine Ranke durchtun und ob alles an der Reihe ist. Aber das aber ich die primäre Responsabilität drohend Person an das von Schlunde zu 100% gerecht. Ja, ich habe die Erfahrung auch oft gemacht, dass auch von meinen Partnerpersonen mit Penis aber ganz solidär sind, dass sie aber wirklich auch einfach nicht das Verständnis dafür haben, für so die Urangst, beziehungsweise sie haben Verständnis dafür, aber sie können das halt nicht so
richtig nur vollziehen, weil sie das nicht zu hun die Angst für schwanger zu gehen und die Panik für schwanger zu gehen und das einfach aus der Motivation, ich meine, ja, dann aber auch oft mehr bei mir leid, weil wie gesagt, ich wäre aber die Person, die am Endeffekt schwanger wird und sich dann einer Auftreibung geben erzählen, weil ich am engem Fall gif machen und nicht mit Partnerpersonen und ja, ich gehe auch ganz richtig queer darüber, so ja, all meine Partnerpersonen sind ultra queer und nicht binär und also deconstructed auch cool und haben so viel Wissen über all die Sachen und wenn dann aber zur Verhütung können, also bis sie so das, dein Körper, dein Schwar, du musst, was du willst, ich forciere dich zu gut nicht, mit schon aber kannst du so die Responsabilität halt nicht ab und auf der anderen Seite also es halt auch nicht mehr so viel, wie sie machen können. So, ich meine, meine Partnerpersonen geben sich auch noch eine Spirale aussetzen lassen, für das ich nicht mehr machen, wie sie können halt nicht. Mhm. Ja, du hast von der Schwangerschaftsangst geschwärzt. Du könntest noch die Entscheidung von mir hier auch ein zweit Aderweis für Verhütung zu benutzen, weil mir hatte eigentlich ein Köst für Kondome, die defekt war oder so, weil du waren da 200 in die Futti gegangen und du hattest 200 in die Panik und da war ich so, okay, das geht nur durch, du brauchst noch eine zweite Aufsicherung, weil der Teil kann ich nicht allkersrum matt machen. Und das ist dann auch der Grund, für was ich bei hormonaler Verhütung gelandet bin. Also bis Kupferspirale hat auch Nebenwirkungen an hormonale Verhütung hat Nebenwirkungen an dem großen Ganzen, das ist unfair, wie man ja schon sagten, aber eine Auftreibung wäre für mich so eine schlimme Erfahrung, also ich kann mich emotional, das ist natürlich für keinen eine schöne Erfahrung, aber ich müsste ganz lange noch damit kämpfen und ich will das einfach im Allpreis verhindern. Ja, das Jurschiträngem sehr gut recht für zu dezidieren, ob ihn die Prozedur will oder nicht, an wer gibt du mit umgehen, an wer Gewicht das für ihr selber hat. Ma ja, Allah, das ist ja ein guter Not für abzuhalten, mit ganz viel Roserei über Patriarchat, was als Menschen mit Uterus als Responsabilität auferlegt, für zu verhüten. Wir schicken ihr schon mit der Roserei und hoffentlich mit guten Informationen an einer guten Ausschätzung, für wer es aus für ein Nuvaring zu benutzen für die Verhütung. Und als Rubrik vom Eli und hoffentlich an ein gut 2 Wochen, bis wir uns rumhören. Allah, dir so nicht ganz viel merci, dass du aus den Erfahrungen erzählt hast. So, und merci für den Frohen. Das war eine super coole Konversation. Hihi, das freut mich. Ma ja, adi. Adi. Ein gut froh. Gut gefroht. Was hun Psychedelika mit Hormonen zu tun? A welchen Impact hun sie auf den Zyklus? Psychedelische Substanzen wie Psilocybin an Champignon, Ketamin oder MDMA sind zu Lützeburg illegal. Das Rubrik ist übrigens just für Edukativzwecke gedurcht. Psilocybin mit unterstützender Therapie an einem sicheren Umfeld weist aus Studien gut Resultat dabei Angst, Depression und Sucht. MDMA wird bei PTSD erforscht, also wenn ein Traumata erlebt wird, und es gehen europäische Studien zu der Anwendung an der Koppels- oder Partnertherapie. Diese Substanzen sind gut erforscht und obwohl sie nicht ohne Risiko sind, haben sie an einem therapeutischen Umfeld viel Anwendungen. Forschung ist ganz vielversprechend. Es ist wichtig, die Sachen, die herabkommen oder die ihnen erlebt, zu integrieren und Sinn draus zu machen. Heute schwätzen wir aber nicht darüber, mehr über den neuen Forschungsgebiet, über welchen Impact die Hormone an den Zyklus ob das Erfahrungen haben. Psychedelische Erfahrungen sind von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich. Mir auch von enger Kehr ob die eine kann ich ganz verschiedene Sachen erleben erfüllen, und es ist nicht möglich, das am Voraus zu wissen. Verschiedene Personen, die am Feld schaffen, sagen, dass Psychedelika engem dat weisen, was ich sie muss, mir nicht unbedingt, was ich sie will. Me, welche Rolle spielt als ein Hormonspiegel dabei? Den hormonellen Zyklus bei Personen mit Ehrsteck hat den Impact auf die Laune, Gehirn und Wahrnehmung. Am Großteil von der Recherche zu Psychedelika wird diesen aber gar nicht betrachtet. Östrogen und Progesteron haben einen direkten Impact auf Serotoninrezeptoren am Gehirn. Östrogen zum Beispiel möchte, dass die verschiedenen Rezeptoren mehr verbunden sind und mehr dicht sind
also dass mehr Rezeptoren am Gehirn aktiv sind. Klassisch Psychedelika aktivieren Serotoninrezeptoren am Gehirn. Das möchte, dass sie viel mehr stark zu Momenten am Zyklus wirken, wo mehr Östrogen am Umlauf ist. Weil mehr Östrogen herrscht, mehr Serotoninrezeptoren, die besser vernetzt sind. Demnach wirken Psychedelika just 400 Regel ganz anders wie rundherum der Moment vom Eisprung oder nur der Menopause. Also mehr Östrogen an der Follicular Phase vom Zyklus rundherum den Eisprung herrscht eine bessere Konnektivität an Serotoninrezeptoren, die mehr reaktiv sind. Psychedelische Substanz wirkt besser und mehr stark. Während der Regel an der Luteal Phase wirken Psychedelika anders an manner stark ob Serotonin und Dopaminrezeptoren. Progesteron möchte, dass beide Gehirnhaltenden mehr miteinander kommunizieren. Zu den Momenten, wo viel Progesteron am Umlauf ist, kann das machen, dass psychedelische Erfahrung mehr intensiv und mehr tiefgründig ist. Psychedelika wie LSD oder Psilocybin scheinen auch einen Impact auf den Zyklus zu haben. Die Substanzen haben bei Fallbeispielen geholfen, den Zyklus zu regulieren, also dass er nur mehr regelmäßig ist. Das ist aber noch nicht gut erforscht. Psychedelika können auch helfen, die Hormone wie Cortisol zu regulieren. Sie können auch helfen, den Stress aufzubauen. Wenn ihr all das ignoriert, riskiert ihr viel mehr unkontrolliert Trips zu haben, und das wird auch einen Impact auf die Resultate von den Studien mit Psychedelika. Das ist noch einmal verstärkt bei Personen, die PMDD, also Premenstrual Dysphoric Disorder haben, oder so eine Form von Depression, die stark auf hormonelle Fluktuationen reagiert. Wenn ihr auf das Changemente aufpasst, kann das Behandlungsergebnisse verbessern, die Risiken minimisieren und machen, dass das Personen eine Behandlung kriegen, die auf sie angepasst und personalisiert ist. Aktuell wird auch viel zu dem Thema geforscht. Neben Forschung zu PMDD wird auch zu perinatalen Anwendungen geforscht, zum Beispiel bei Postpartum-Depressionen. Bei chronischer Pain soll es helfen, neuronal Wehen zu ändern, und bei der Menopause soll Psychedelika helfen, Gehirn und kognitive Fähigkeiten zu schützen. Es gibt also mehr wie genug Gründe, die Verbindung zwischen Hormonen und Psychedelika echt zu holen und das weiter zu erforschen. Für das zustande kommen kann, ist es an der Zeit, für zyklusbewusst Studien zu machen. So kann in Menstruations-Zyklusphasen, Hormonanalysen und Lebensphasen mit a Betrug stellen. Das sind keine neuen Ideen. Auf verschiedenen Traditionen am Amazonas sie Frauen während ihrer Menstruation von Ayahuasca-Zeremonien ausgeschlossen. Wir könnten von den Kulturen lehren und das an als empirische Forschung integrieren. An dem mit Biologie von Personen mit eher stark an den Mittelpunkt von der psychedelischen Forschung stellen, können wir nicht nur besser Anwendungen finden, aber auch eine Bewegung starten, die zu mehr Gleichberechtigung, Anerkennung und Respekt am Gesundheitswesen feiert. Das ging auch machen, dass man mehr noch in der Natur an dem Mondzyklus wären. Mehr Infos findest du wegen Wind an den Shownotes. Willst du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe uns auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fandt Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sax, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Minister für Education, Kanner und Jugend und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, die Jugendsendungen Radio ARA. Das Minister für Education, Kanner und Jugend und Graffiti gehen all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.